Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 13:0 bei Borussia Mönchengladbach. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank, wenn ihr das tun solltet. Und damit gehen wir rein in den Bums. Kommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Endstand 0:3. Auf dem Podium neben mir die beiden Cheftrainer und Vincent Kompany vom FC Bayern hat das erste Wort zum Spiel. Ja, wartet auf die Frage. Ich beantworte einfach die Frage. Ja. Geht? Ja, alles gut. Eugen, hast du ein Statement zum Spiel? Ich mache es ein wenig gleich direkt. Ich beantworte nur die Fragen dann. Okay. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Der Kollege in der zweiten Reihe, bitte. Gibt keine Feierabend. Tschüss. Hovi. Guten Abend, Herr Kompany. Glückwunsch erstmal zum Sieg und zum besten Saisonstart in Europa aller Zeiten. Ich glaube, das liest sich ganz gut. Was sich nicht ganz so gut liest, ist der Umgang der Bayern mit Jerome Boateng. Konkrete Frage, können Sie bestätigen, dass das Praktikum von Boateng bei den Bayern geplatzt ist und hätte man mit so viel Gegenwehr der Fans nicht möglicherweise rechnen können? Danke. Ich glaube nicht, dass wir hören erstmal die Antwort, bevor ich gleich wieder eskaliere. Komm. Ja, gut versucht. Nicht, dass Lass er uns was zu erstmal über sagt. das Spiel reden und nur das Sportliche ist heute wichtig. Gut, war klar, dass diese Antwort kommt, auch völlig zu Recht. Ja, also ein Trainer sollte da so gar keine Angriffsfläche bieten, wenn, dann muss dann Max Eberl oder ein Christoph Freund oder sonst wer diese Angriffsfläche bieten, aber nicht der Trainer. Und es ist völlig richtig, dass dieses hoffentlich so kommt und das Thema vom Tisch ist. Ja. Dieser Mensch hat beim FC Bayern einfach nichts zu suchen. Punkt. Jeder, der das anders sieht, ist für mich moralisch schon schwierig. Aber jedem seine Meinung. Hanna Gobrecht für die Rheinische Post. Ja, Eugen, ihr wart dann nach einer Viertelstunde in Unterzahl durch die rote Karte für Jens. Wie hast du diese Szene gesehen? Ich glaube, er war selbst nicht überrascht, dass er rot gesehen hat. Von euch gab es jetzt auch keine großen Proteste, die ich da wahrgenommen habe. Was willst du da protestieren, Alter, wenn du mit offener Sohle, offenen Stollen aufs Schienbein gehst und nicht den Ball triffst? Ja, ich glaube, erstmal ist wichtig, dass der Spieler sich nicht verletzt hat in der Situation und man dem Jens auch wirklich gar keine böse Absicht unterstellen kann. Ich habe sehr, sehr aktive Zweikämpfe vor allem außen gefordert. Hat er ein bisschen missverstanden dann anscheinend. Ich glaube, Hat man gesehen, ja, auch auf der anderen Seite. Also, die wurden beide heute sehr, sehr gut geführt. das Trefferbild, also in der Aktion selber, habe ich schon gedacht, es ist sehr, sehr unglücklich, wie er da hingeht. Und das Trefferbild ist sehr, sehr hart. Man muss aber dann trotzdem auch bedenken, erstens verletzt sich der Spieler nicht, zweitens braucht er auch zum Glück keine Behandlungspause oder. Ja, sorry, was ist das jetzt für ein Argument für die... Ich hoffe, das ist jetzt kein Argument zu sagen, dass es dann keine rote Karte ist. Also das heißt, wir können also mit offener Sohle ruhig reingehen, solange wir den Spieler dann erstmal nicht verletzen, ist das dann keine rote Karte. Dann reicht auch gelb oder was. Ich glaube, so ein Lutschu ist auch ein Spieler, der auch unter Schmerzen weiterspielt. Ja, wir werden mal abwarten, ob sich da noch irgendwas ergibt oder nicht. Punkt 1. Und Punkt 2, was ist das für eine Aussage? Also wenn ich auf jemanden schieße und er überlebt, dann ist alles gut. Ja, aber wenn ich ihn dann töte, dann ist es scheiße oder was? Also, komm. Ja, man geht nicht so in den Zweikampf rein und man nimmt das in Kauf, wenn man so in den Zweikampf geht, dass man den Spieler verletzt und dann ist eine rote Karte und Feierabend. Behandlung generell, das heißt, bestimmten Fehler, den der Jens dort begangen hat, aber wirklich nicht so, dass er den Spieler verletzen will aktiv in den Ball reingehen. Da war natürlich so dann nicht hingehen und dementsprechend dann schon auch irgendwo berechtigt. Ja, nicht irgendwo, sondern berechtigt. Christian Hornung für die Bild. Überwiegt bei dir die Enttäuschung über die Niederlage oder kannst du dem Spiel auch was Positives abgewinnen, weil ihr stabil geblieben seid? Hättet noch zum 1:2 herankommen können durch den Elfmeter?
Also ich glaube, du wirst keinen Trainer sehen, der jetzt zufrieden ist, wenn er verliert. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt muss ich auch nicht Bayern noch mal stärker reden, als sie sowieso schon sind. Vincent hört es wahrscheinlich auch 100 Mal am Tag, wie gut sie sind. Und wir wissen, wie gut sie sind. Ziel war es, die Bayern dann nicht gut aussehen zu lassen. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr lange gut hinbekommen. Dass wir sehr gut verteidigt haben. Wenn man dann bedenkt, dass wir mit Nachspielzeit fast 80 Minuten lang in Unterzahl sind, dann war die Art und Weise auf jeden Fall so, dass wir darauf aufbauen können. Es ist prädestiniert die Leistung gewesen für das, was wir mit der Mannschaft ab morgen vorhaben. Und dementsprechend bin ich natürlich nicht glücklich über die Niederlage, aber extrem stolz, wie wir uns da heute präsentiert haben. Hanna Gobrecht. Ja, eine Frage zu eurem Elfmeter. Es sah so aus, als hätte Kevin Dix den gerne geschossen. Er hat sich dann auch, nachdem er verschossen wurde, glaube ich, kurz noch mal ein bisschen aufgeregt. Gab es da eine klare Vorgabe von dir? Oder bist du ein Typ, dass die Spieler das auch unter sich ausmachen sollen? Also ich habe mich auch aufgeregt, dass der Elfmeter nicht drin war und ich war nicht der Schütze oder wäre auch niemals der Schütze gewesen. Ich kann es verstehen, dass Kevin sich aufregt. Stögi ist im Normalfall, schießt er 99 von 100 rein und jetzt genau derjenige, der gewesen ist, der heute nicht getroffen hat, einfach zu platziert geschossen hat, aber gar kein Vorwurf an Stögi, hat Verantwortung übernommen. Wenn es drin ist, dann zünden wir das Stadion vielleicht nochmal an und kriegen dann irgendwo vielleicht nochmal die Chance auf einen Lucky Punch. Es war schon so, dass Stögi und Kevin Dix eingeteilt sind für die. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar schlechter für Gladbach gewesen wäre. Klar, das Stadion wäre angezündet gewesen und na klar hätten die ihn alles nach vorne geschmissen. Aber es hätte so viele Räume gegeben und wir haben es dann schon gesehen, auch in der zweiten Halbzeit, wenn wir nur ein klein bisschen Raum haben, was dann abgeht. Ja, also. Elfmeter und der sich sicher fühlt, nimmt sich den Ball. Es ist in einer normalen Mannschaft so, dass es mehr als einen Elfmeterschützen gibt. Dementsprechend dann lieber alles auf einmal mit roter Karte, mit verschossenem Elfmeter, als in 2 Spielen aufeinanderfolgend. Und weiter geht's. Ja, hier vorne in der zweiten Reihe. Wenn Sie keiner fragt, bilanzieren Sie doch mal bitte aus Ihrer Sicht das Spiel und ja, was sagen Sie zu dem 3:0-Erfolg? Ja, also es gab gerade in dieser ersten Halbzeit. Verstehe ich halt auch nicht, was das soll. Da habe ich mich ja letztes Mal schon mal. Wo ist denn das Problem, da mal eben kurz ein Statement zu machen, wie man das Spiel gesehen hat? Hä? Dann wartet man also, bis irgendein Reporter sich dazu herablässt und sagt, ja, sagen Sie doch mal Ihre Meinung zum Spiel. What the hell? Sehr viel Emotion, glaube ich. Ja, habe ich in meiner Spielanalyse natürlich vergessen. Das Spiel hat aber mal bei mir zumindest die Emotionen richtig angezündet, im Gegensatz, wo ich das eigentlich erwartet hätte, im Dortmund-Spiel, wo gar keine Emotionen gefühlt drin waren. Hier waren richtig Emotionen da. Wir haben gespielt gegen eine Gladbacher Mannschaft, die einfach für jeden Ball gekämpft hat und in manchen Momenten auch unsere beste Spiele, meine ich, unsere 1-gegen-1 offensive Spiele auch teilweise aus dem Spiel gehalten in der ersten Halbzeit. Und dann hat die rote Karte, vielleicht war das auch ein bisschen Emotion, das gehört dazu, aber dann kam die rote Karte und dann hat man trotzdem gespürt, das war auch, man muss es fairerweise sagen, das war auch besonders, dass die Fans auch und alles, man hat gesehen, dass die gejubelt haben für die Zweikämpfe, gejubelt haben für die Momente, wo den Torwart vielleicht eine große Rettung gemacht hat. Und dann finde ich, und ich sage das aus Erfahrung, vielleicht selbst als Spieler, dass was wir richtig gemacht haben, wir sind ruhig geblieben. Und dann kam die gelbe Karte, das haben wir auch gelöst. Upa ist dann sofort raus am Halbzeit gegangen, weil wir wollten einfach diese Emotionen ein bisschen runterhalten. Und ja, das war auch wichtig, glaube ich. Ich glaube, das wäre eventuell, hätte das nochmal ein Thema werden können. Ne? In der zweiten Halbzeit, was wir richtig gemacht haben, ist einfach oft Seite wechseln, Tempo hochhalten und irgendwann, dann wird man müde und dann muss man seine Chance. Tempo hochhalten ist der Schlüssel. Ja? Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht getan. So, da war das Tempo nicht so hoch. Ja, wir haben immer sehr, sehr lange gebraucht,
Wir haben auch ganz, ganz selten mal einen direkten Seitenwechsel gemacht. Der Seitenwechsel ging über 4 Stationen, hat eine halbe Minute gedauert. Da konnte Gladbach natürlich auch in Ruhe wieder rüberschieben. Das war super lahmarschig. Das war zweite Halbzeit viel, viel besser. Ja, da wurden die Bälle auch mal direkter verteilt und das Tempo hochhalten. Und klar ist auch, dass Gladbach müder wird. Ist auch logisch. Ja, das zehrt natürlich auch, wenn man da 90 Minuten hinten drin steht und verteidigt. Aber wir haben viel, viel mehr Speed drin gehabt und haben dann aber auch die richtigen Spieler da vorne auf den Positionen gehabt und nicht irgendwelche Goretzkas oder Kimmichs, die andere Qualitäten haben im Spielaufbau, als wie vorne an der gegnerischen 16-Meter-Linie zu stehen und da irgendwie ein schnelles Kurzpassspiel zu machen. Natürlich nützen und das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht. Noch einmal Christian Hornung für die Bild. Du hattest jetzt in deiner kurzen Zeit als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach lauter Hochkaräter oder viele Hochkaräter als Gegner, 3 Mannschaften, die Champions League spielen. Wie wichtig wären jetzt die nächsten 3 Spiele, Karlsruhe inkludiert, für den weiteren Weg in diese Saison und auch für dich persönlich? Ja, du sagst es schon. Also, aber man kann ja nicht Bundesliga-Trainer werden wollen und dann nicht gegen die ganz Großen spielen. Also dementsprechend nehme ich das genauso, wie es ist. Auch eine Challenge für mich, eine Erfahrung für mich, wo ich dran wachse. Versuche da klar zu bleiben und einen Weg vorzugeben. Ja, definitiv. Es ist so, dass das irgendwann mal auch der Befreiungsschlag kommen muss. Aber ich glaube, dass wir wirklich in dieser Zeit auch Schritte gemacht haben, nur halt leider nicht die erwünschten Punkte geholt haben, nicht die Punkte, die wir an der Anzahl hätten oder gerne hätten. Und trotzdem müssen wir am Inhalt bleiben. Wir müssen klar bleiben. Wir müssen der Mannschaft schon dann auch Lösungen präsentieren, was sie gut macht, was sie weniger gut macht. Und dieser Auftritt heute war mit Sicherheit etwas, was wir der Mannschaft präsentieren können, was uns positiv stimmt, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, um dann ab Dienstag dann wirklich so loszulegen, wie ich mir das persönlich als Leistungssportler vorstelle. Hanna Gobrecht. Ja, ich hätte noch eine Frage an Sie, Herr Kompany. Sie haben, glaube ich, auch im Vorfeld des Spiels betont, dass Sie Gladbach auf keinen Fall unterschätzen werden, dass Sie den Abstiegskampf kennen. Sie haben es ja mit Burnley selbst durchlebt. Was ist da was Ihnen so hängen geblieben ist, was Sie aus dieser ganzen Zeit mit dem Abstiegskampf für Ihre eigene Trainerkarriere mitgenommen haben? Für mich, also erstmal das Wichtigste ist, als Trainer in dieser Phase für mich, und was ich dann auch gelernt habe, ist, dass man, wenn die Jungs am Ende einer Arbeitswoche, freitags oder Samstag, 100% glauben, dass sie das Spiel gewinnen können, das nächste Spiel, dann hast du schon sehr viel richtig gemacht. Und dann kommen die Momente irgendwann und dann brauchst du eine Stürmer, die trifft, eine Verteidiger, die manchmal wegverteidigt und mehr ist das nicht. Aber und das ist meine Erfahrung, das ist jetzt kein Rat oder so, aber Sie fragen über meine Erfahrung. Und was ich gelernt habe, ist, dass das Schwierigste ist. Immer wieder dieses 100% Glauben haben, hey, egal gegen wen wir spielen, wir können gewinnen. Und was Sie in der ersten Halbzeit gesehen haben von Mönchengladbach heute, war genau das. Ganz einfach, das war das. Und wenn dieses Feuer brennt, ja, dann hast du immer eine Chance. Und ja, das war meine Geschichte da. Aber man kann auch immer besser werden, selbst als Trainer, als Spieler auch, und das hört ja nicht auf in dieser Phase, das wird sogar noch mehr verschnellt. Mehr als wenn man alles gewinnt, wirklich. Deswegen ist ein Teil von diesem Job, das ich sehr, sehr hart respektiere, weil ich habe selber mitgemacht. Ja. Noch einmal hier in der zweiten Reihe. Ja, dann würde ich Sie gerne noch mal fragen nach Lennart Kahl, der jetzt zum zweiten Mal hintereinander ein richtig schönes Tor gemacht hat. Wie bauen Ja, wie der Winnie sich aber auch gefreut hat, ne? Wie er stand, hast du das Grinsen gesehen im Gesicht, ne? Ja, und was er für ein Tor gemacht hat, Alto Knalto, ey. Sie ihn weiter auf? Wie gehen Sie weiter mit ihm um? Genau wie bisher. Also Momentum gehört nicht nur für den Kader, natürlich auch für die Einzelspieler. Und dass er jetzt die 2 Tore schießt, das ist für sein Vertrauen natürlich sehr gut. Und dann weiter aufbilden. Ich meine, Vertrauen, da kann man keine Karriere bauen auf Vertrauen, weil das kommt einmal und dann ist es manchmal weg. Man baut Karriere auf Routine und Objektivität und immer bewerten, ob man in einem Spiel was besser machen kann oder vielleicht
was hat man richtig gemacht, dass man immer wieder bringen muss. Und deswegen, wenn die Hype kommt, und das hat jeder Spieler bei Bayern München mal mitgemacht, dann ist der Schlüssel einfach in seiner ruhigen Umfeld weiterzuarbeiten. Und wenn dann mal Kritik kommt, dann machst du genauso das Gleiche. Und dann wird es alles in Ordnung sein für Lenny. Alles klar, keine weiteren Fragen. Danke fürs Kommen. Den Gästen aus München guten Heimweg, euch allen natürlich auch. Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. Bis dann. Leute, das war's. Kurz und knapp. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag, einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Montag 18 Uhr hoffe ich, dass ich schaffe. Ich bin Montag erstmal ein bisschen unterwegs. Arbeitstechnisch kann auch vielleicht 19 Uhr werden, aber das werde ich an anderer Stelle dann rechtzeitig kommunizieren. Ansonsten sehen wir uns 18 Uhr live auf Twitch. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.